hautdrem vu Fall zu Fall an wollten haut mal iwwer Apps ganz schreckig schwätzen Steuererklärung Zahndoktor kom mat nix drüber Schweiz man darüber nee das eng Steuererklärung déi wo net drasinn nervt dat muss überhaupt eng mache können se net gucken dat ze eens gin da checken hin de ganze Batterklangmeng Konto 6 drehen an die Rechnung woch bezölten an dann hei da gideens. Ja, du müsst dat Liwen immer einfach. Also Geicht vor muss ich eng mechen. Ja. Du as Stanford die am liebsten heiers, man dat hängt davon of vu Fall zu Fall. Ja. Et gëtt Leiit, die mussssen eng mechen, dat sind zum Beispiel Leiit, die méi wie bei engem Patron schaffen, méi Steierkerten hunn, Leiit, die iwwer 100.000 Euro verdinge, Leiit, die verlohnen, die Pachtzens kreien, Leiit, die enger freiberuflicher Tätigkeit no gin, an so weiter an so weiter. Also gët eng jede Wull vu Leiit, die mussssen eng me. A von denen Leiit, die se net musse mechen, kann el so durch Bank hunn se besser eng zu mechen, weil sie kommen dann besser wäch. Well ich kann Sachen aufsetzen. Tech wann hun normalen Emploie sinn den all mei Salär krit, neicht kegem verlonen normalen wann schon e Preo fir ein Auto ganz richtig Schulzensen op dein Haus, Schulzensen op Präen, die du gemerk hues, Versicherungen, Haftpflichtversicherung, eventuell Inhalt für den unehelich Kanner, Geld, ich meine, bei verschiedenen Leuten steht das richtig als Geld, und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele Zusatzpensionen, Bausperrverträge, das was du immer hier so Ende vom Jahr, wenn die großen Firmen Reklam machen für ihr Produkt, weil sie so ein nach viel Steuern spuren, dann melde ich lo. An sich kommt der Steuerspuren darüber raus, dass die Steuern, die du auf der Quelle von den Patron aufgezogen hast, die hört Steueramt ja schon. Mit durch die Aufsetzpaket von den dort Sachen, auch da zum Beispiel, wenn du eine ONG in Dorn bist, kannst du auch aufsetzen, da kriegst du einen Teil von den Steuern zurückbezahlt. Mir fehlt das geschieht, musst du dich melden beim Steueramt, an dem du eine Steuererklärung aufgibst. Sie kommen nicht automatisch bei dir. Ja, du meldest dich, weil sie, auch wenn es jetzt viel bezahlt ist, sie melden sich nicht. Sie melden sich, wenn es nicht genug bezahlt ist. So ungefähr, ja. So kann man sagen. Aber wenn Javalo, kann ich die selber machen, du musst du Spezialist wählen, oder kann ich mich, wenn ich will suchen, spuren, okay, Spezialist will engagieren, sie für den Kontable, wer immer, wen sie dafür hält, dann guckt man dann noch. Kriege ich mich irgendwo renseigniert, bei ihnen helfen, sagen, da ausfallen. Ja, also es gibt ein ganz, ganz gutes Site, Guichet Public LU, da können wir noch auf Steueramt, und da gibt es Rechenbeispiele, Formuläre gehen erklärt. So einmal so, wenn sich darauf beschränkt, dass du musst androhen, was du verdient hast, was du Steuern aufgezuckt hast, eventuell den Frais de Déplacement, und eben den da, und du musst eben all die Piècen zusammen sichern, auf jeden Fall auch addieren, dann kann ein normaler Mensch sich da mal durchschlagen, sagen wir so, und es geht eins. Wenn der aber aufhängt, mit komplex zu gehen, weil du Immeuble verkauft hast, weil du eventuell ein Amortissement fiskal accéléré in Immeuble hast oder so Sachen, da kannst du nicht wieder lernen, für einen Kontable zu finden, einen Spezialisten, der das möchte. Accélération, wie hast du gesagt? Amortissement fiskal accéléré. Mehr schnell aufsetzen von dem Bier, den ich kaufe. Karin, war das das? Sommer. Das ist selbst ganz schön. Kannst steuern, da man das spürt. Ja, Sommer. Also, das wenn du etwas kaufst, eine Immobilie kaufst, für sie zu verlohnen. Die Immobilie muss eine neue Immobilie sein. Das heißt, die muss neu gebaut sein. Bei so einer Immobilie hast du das Recht, für 6% all Jahr aufzusetzen von der Valeur von der Konstruktion. Von den Steuern aufzusetzen. Also das heißt, du musst schon normalerweise, du verlohnst natürlich noch, wenn du fertiggestellt hast, da musst du schon normal Steuern auf die Loyer bezahlen. Weil dein Rentrée ist verwackend, ja. Normal Steuern auf die Loyer bezahlen, und hier kannst du da gegen die Loyer 6% von der Konstruktion aufsetzen. Geht aber nicht ewig, also die Dure während der du das kannst aufsetzen als 6 Jahre. Plus das Jahr, wo die Immobilie fertiggestellt ist. Das heißt, wenn die Immobilie den 1. Januar 2017 fertiggestellt wird, hast du an sich 7 Jahre.
Okay. Wenn sie fertiggestellt wird, den 1. 1. Dezember 2017, dann müsste 6 Jahre plus 1 Monat. Wie ist es da, wenn ich ein Haus kaufe und ich gehe selber drauf wohnen, das zählt nicht? Nee, du kannst den Kindermortissement Du machen. hast Du schon kannst so den gespürt, Schulzen ja. durch den willigen Akt, Ja. aber du kannst schon dann einen gewissen Teil von den Schulzinsen aufsetzen. Ah ja. Voilà. Vielleicht ist auch noch mal die Obligation von der Steuererklärung, ob ihn muss man oder nicht. En general, also das so, wenn du eine Immobilie verkaufst, auch wenn es dein Domizil principal ist, die schon steuerfrei ist, musst du eine Steuererklärung machen, wo du eine Kopie von deinem Amt und Steueramt checkst, für können zu kontrollieren, ob eben ein Plus-Value auffällt. Ja. Wenn ich mein eigenes Haus verkaufe, das ist steuerfrei. Ganz genau. Auch wenn ich das gekauft habe für ganz billig Geld, weil es lange hier war und eine gute Affäre, und der Marktpreis ist immens hochgegangen. Ja. Also wenn du ein Haus verkaufst, was du kaufst für so noch 40 Jahre, für 100.000 Franken, und du verkaufst das heute für 1 Million, da wird die 100.000 Franken reevaluiert auf Haut mit einer Tabelle, weil die 100.000 Franken demnächst mehr wert wären wie Haut 2.500 Euro. Und darüber müsste am Prinzip, ob die Plus-Value oder den Delta zwischen den zwei, müsste am Prinzip Steuern bezahlen. Und zwar, wenn es ein Möbel hohes Mann wie 2 Jahre bezahlst du voll Steuern drauf. Ja, weil eine Spekulation ist, wenn du mehr wie 2 Jahre hast, bezahlst du nur den halben Ton. Das heißt rund 20%. Analog dem Spezialgesetz bis Ende nächstes Jahr bezahlst du nur 10%. Ein Quart-de-Ton global. Das gilt aber nicht mehr für all die Immeubilien, wo du nicht drauf wohnst. Da, wo du drauf wohnst, dein Domizil, den ist steuerfrei. Das heißt, in dem Fall, wo du gerade gesagt hast, kassierst du die Million steuerfrei. Und wenn da zum Beispiel ein Terrain, wo du hast, den zählt, wie geht es so? Da bezahlst du Plus-Value, ja, am Moment zu einem Quart-de-Ton global, das heißt 10% auf die Plus-Value. Wenn also die Mama am Bistro war, wie gerade ein Terrain versteht, sie hat keinen Cognac zu viel getrunken, und sie hat den Demos gesteht für 200.000 Franken, sie hat für den Pap gut verdammt gehen. Man hat das leihen, und dann stellt sich raus, hey, das Gemeng echt, da kann ein immens viel drauf bauen, und das ist 10 Millionen wert. Da brauchst du, ob die Plus-Value, das heißt, ob die 10 Millionen, das ist nicht mehr Plus-Value, nicht mehr 10% Steuern zu bezahlen, wenn du dein Akt muss, 31.12.2017. Ja, wie ist es dann zum Beispiel, du hast ein Terrain für eine Ewigkeit geirrt. Ich meine, Terrainspreise sind an den letzten 20 Jahren explodiert, und du hast carrément für 50, 70 Jahre geirrt. Dann hast du ja quasi das Ganze als ein Plus-Value. Das ist aber nicht richtig. Das war ja aber genre dem Urgroßbub und dann der Bob bekriegt an hier und da. Das ist nicht das ganz Plus-Value. Es wird, wie gesagt, reevaluiert in einer Tabelle, die all Jahre veröffentlicht wird. Aber wenn den Terrain schon ganz lang oder die Immobilie schon ganz lange Familie besitzt, da wird das schon multipliziert, mit 4, 5, 6. Also das wird schon reell reevaluiert. Plus die Summen, die eventuell dran gestachelt sind und so weiter. Gell? Vielleicht just noch eine kleine Zwischenbemerkung. Du siehst gerade, wann ich etwas irren. Was ganz viele Leute nicht wissen oder eine Konfusion machen, das ist, du hast einerseits auch die Erbschaftssteuer, die du den Mowé musst bezahlen. Und die hat nichts dazu den mit der Plus-Value, die du noch zusätzlich musst bezahlen, wenn du das verkaufst. Das heißt, einerseits bezahlst du Erbschaftssteuer für zu ihr von Money oder Tata etc. Andere natürlich. Du kannst nicht so schwamm drüber, du machst immer lo. Weil du hast ja aber da viele Leute, die da geplot sind, die haben noch keine Suchen, sie haben ein Terrain oder ein Haus, wo sie froh sind, dass sie es kriegen, aber dann müssen sie dann da ein Plus-Value bezahlen, dann sind die Suchen nicht. Ja. Muss das Haus verkaufen, das ist fort. Ja, oder Lehne gehen, so Lehne gehen, ja, mit dem Haus als Garantie. Ja, das ist aber Nerv. Das, ja, absolut. Absolut. Und die Prozentsätze sind auch richtig hoch. Man muss ja viel gesehen, wenn es dann ein indirekter Lehn zum Beispiel irrst, da kann das immens teuer gehen. Und das ist ein effektives Problem für die Leute. Boah, kann er. So was ist schlau gibt. Ja, bist du mich schlau, sie mal gehen. Das ist dramatisch, aber boah, gewinnt der Stunde, das ist so. Wir hören also zurück von Tisch von Fall zu Fall.